Dës Woche am Europaparlament hunn 10 parlamentarisch Kommissionen zum Thema Außenhandel getagt. Nee. Et ass net den TTIP gangen, den Akkord zwischen Europa und Amerika, wo da so viel dagegen sind. Mehr über den internationalen Handelsakkord für Servicer, besser bekannt als TISA. Den Amend geht den Akkord zwischen der Europäischen Union und 23 andere Länder aus der OMC, der Welthandelsorganisation, diskutiert und debattiert. Ziel ist es, die internationalen Regeln zu stärken, besonders am Bereich von den Finanzservices, den Telekommunikationen, dem Digitalen, dem Transport, alles Themen, das ihr ja mitkriegt, die für Lützeburg eine ganz große Bedeutung haben. Die Rolle vom Parlament ist bei diesen Negoziationen ganz wichtig, ganz decisiv. So wie es an den Treaty vorgesehen ist, wo mehr Europadeputierten nicht nur das letzte Wort über die Handelsakkorden, aber wir sind auch direkt und vollständig an all Etappen der Verhandlungen informiert und können als Position zu allem Moment ausdrücken. Seit einem Jahr suiviere ich als Rapporteur zum zukünftigen Akkord über Dienstleistungen alle Negoziationsrunden am Detail. Ich analysiere alle Negoziationsdokumente und ich diskutiere einen intensiven Dialog sowohl mit den zuständigen Parlamentariern wie auch mit der Zivilgesellschaft. Diese Woche habe ich als Rapporteur eine Resolution auf den Tisch gelegt, die klare Linie präsentiert, wie in diesem Akkord wir wollen, aber was auf keinen Fall an dem Text darf stehen. Nach langer Vorbereitung diskutieren 10 parlamentarische Kommissionen über mein Rapport. Aber wie das üblich ist, können die Europadeputierten die nächste Woche nachher Änderungsvorschläge abbringen, ehe dann an der Plenarsitzung zu Straßburg die definitive Abstimmung ist. Transparenz, Dialog und Responsabilität sind unser Motto. So viel zu der Form. Ein Lot zum Fond. Meine Position ist klar und deutlich. Ja zu einer besseren internationalen Regulation, aber nicht zu einer minder guten Regulation für europäische Nationen. Ja zum Abmachen von den ausländischen Märkten für uns europäische Firmen, aber mit einem obligatorischen Sicherheitsnetz für uns Bürger. Wenn TISA so ausgesät, ist es eine Chance für Europa, auch für Lützeburg. Für Lützeburg, weil Servicer machen bei uns daheim 3/4 von unserem nationalen Reichtum und 2/3 von unseren Arbeitsplätzen aus. Dienstleistungen sind sozusagen der Motor von unserem Wachstum. Nicht an dem Akkord darf aber unser Sozialmodell, unsere Kultur, unseren öffentlichen Dienst vorstellen. Ich setze mich an für mehr internationale Rechte für die Verbraucher, zum Beispiel am Bereich Roaming oder am Transport. Für mehr Reziprozität, wenn es darum geht, dass Unternehmen am Ausland hier Dienste können anbieten, ohne blockiert zu gehen. Das trifft vor allem Finanzen, Telekommunikation und Transport. Vorteile für uns Klein- und Mittelbetriebe durch weniger bürokratischen Aufwand. Das sind nur ein paar von den Domänen, wo Lützeburg auf bessere Regeln angewiesen ist. Verschiedene Domänen dürfen aber nicht wegverhandelt gehen. Zum Beispiel muss als Politik an Europa auf nationalem Niveau an unsere Gemeinden weiterhin das Recht tun, zu regulieren. Die öffentlichen Dienstleistungen, notamment Santé, Education, Sozialservices, Sécurité sociale, müssen von den Verhandlungen ausgeschlossen bleiben. An als Bürgerrechte, wie zum Beispiel den Datenschutz, sind nicht op für Verhandlungen. Auch muss es klar sein, dass Betriebe, die bei uns hier Services anbieten wollen, auch Eisgesetze und Regeln anhalten, und zwar all Eisregeln, was leider heute nicht immer der Fall ist. So viel zu den Linien, die für mich gelten, die Tisch vom Parlament liegen und über die eine Majorität zu Straßburg dann dezidieren muss. Als Rapporteur engagiere ich mich voll und ganz, für dass ein guter Akkord herauskommt.
und zwar am Interesse von Europa, aber hauptsächlich aber auch am Interesse von Lützeburg, das ganz vom Handel an den Services aufhängt.